Den Escher Theater feiert 50 Jahre. Sarah, Nora und Veronique waren auf der Brillplatz und haben gefeiert. Heute ihre 50 Jahre gibt den Escher Theater angeweiht. Esch feiert sein Theater zusammen mit der Kulturszene. Wir waren am Konservatoire bei der Abweihung vom Museumshaus und sind noch am Theater dabei. Für dich aber weisen wir euch, wie es vor 50 Jahren beim Bau war. An erinnern einkeier und den ersten Direktor, de Jos Wampach. Den Escher Theater feiert seg 50 Joer, mat Erinnerungen vun Zeitseien mat einem Extre fundariert vum Antoine Kräier ënner Mole mehr als d'Archivmaterial. D'Entscheedung en neuen Theater ze bauen gouf getroffen vum Burgermeester Antoine Kräier an de Schaffen Schreiner a Kinsch. De Kréech tun war jo keine noch o de paar besonnech fir d'Kultur war mé ass iwwer gedrégt gin, an hier war ëmmer fir d'Bauen a fir net jo de Cinquantenaire, huet de Pavillon dwen hin huet d Theater gebaut. De geestesche Pap vum Theater war de Jos Wampach. An hier war auch den empfangen die echt öffentlich Galerie brut huet. Et war an der Kunstgalerie, wo de Jos Wampach d'Maquette vum Theater präsentéiert huet. De freiere Burgermeester François Schaak ass de richsche Mann fir de Jos Wampach ze würdechen. An hin huet noch schon gedreckt, fir dats den Kréech tun an all die rondrëmme geschafft hun, wie de Goethe Jalbert, an noch dem Piers Mulles, déi hunn da geguckt, dass mehr Hai final den echten Theater am Land gebaut hat, den noch als Theater geduet war. Sein Wiese war speziell. Hier war immer, wie soll ich sagen, mi gehoven. Es war hat nie gewirkt wie man von der Straße, wenn er der goldene Charakter war. Ein neuen Theater bauen huet bedeit Platz machen. De Nouveauté Palace op der Brillplatz war für um Zweite Weltkrieg Kino an Theater. Vom Krieg war es ja Kino. Und dann am Krieg war es irgendwie so ein Theater. Und am Krieg auch noch. Und ich habe ja auch selber ein bisschen Theater gespielt beim Olingisch Kamm. Haie pur Bilder von der letzten Theateropfeierung am Nouveauté hiet d'Arbeichter am Ofrappen ugefangen hunn. Bei der Straußfeier gesinn mir de Bauherr Antoine Kräier, de Jean Moyer an sein Fils, de Lycée-Direktor Henri Koch an de Regisseur von der Lebensfrau Leon Weber. Architekt vum Bau war den Herr van Hull. An die ficht Fassade gouf eng Fënster agesat vum Franz Kinne. Chef vun der Technik war de René Weiland, hai am Stellweg op der Bühn. Ze summe mat senger Familie hat hin eng Dienstwohnung am Theater. Sein Fils, de Bib, erinnert sich. Das Meer do an den Theater wunnekommen sinn, das war mein Pap am Elektrizitätsweg geschafft huet, war auch Künstler, du huet Gemeng hin an den Stage geschickt an den Vieux Colombier Paris, wo in 3 Minuten gelebt huet, wo sein Handwerk dann vun der Pick-up geleiert huet. Wenn der Reibau bis fertig war, kom die technische Installation. Also wir sind am Juli 1961 an den Theater geplündert. Das hat für uns als Kanner, mein Bruder und ich, eine große Erfahrung, weil wir hatten immer einen ganz neuen Spielplatz mit vielen Möglichkeiten. Wir waren oft an der Face, und den Herr Van Hull als 5 Franken für ein Glas kaufen zu gehen. Und wir haben eigentlich die ganze Finissage vom Theater mehr mitgemacht und mit erlebt. Der 26. Mai 1962 war es soweit. Premier Salver war ein Konzert unter der Direktion vom Lieu de Froment. An den Tag drauf ging es auf der Bühne richtig los mit Nabucco vom Giuseppe Verdi. Den Antoine Kräier konnte ihre Gast für l'ouverture begrüßen. Notre ville n'a jamais été un centre culturel. Elle est connue comme métropole de l'acier, comme ville du travail. Les collines de minerais et les crassiers des usines qui l'entourent risquent d'asservir la population et de l'écraser. La création de la richesse par l'industrie lourde n'est pas toujours synonyme de beauté et de culture. On comprend que la municipalité d'Esch-sur-Alzette est attachée tant d'importance à la construction de ce théâtre, dont elle veut faire le centre culturel du bassin minier. Auch an der Nachbarschaft hatten sie mitgekriegt, dass Esch ein neues Theater hat. Der Frank Feutler, haut Theaterdirektor an der Stadt, hat im Rauschenack gewohnt. Muss 63 gewesen und bei einer Obsidian man irgendwo haben sie die als Film Teil gespielt. Und die hatten die großartige Idee, dass wir die Obsidian waren. Auch das sollte gucken gehen. Gut, Schiller Obsidian war schon ein bisschen anstrengend. Dann, wie du beim Wilhelm Tell bemol Pferd, Blechen Pferd auf die Bühne kommst,
Du war Furi an der Saal an de Spektakel war an der Saal an nimi op der Bühn. De Serge ja nie den net immer gesot mis den d'Ambiance vun engem Haus fielen fir kënnen ordentlich opzetreden. An hin ze stand irgendwo an Theater an der Deicht dat op de Boden geloet an net hin Moldo pro Stunde geschlof. Wie hier seht fir de Feeling vum Haus ze kreen. Fernand Reynaud ganz witzig. Ich kann de Fernand Reynaud den ass mod enger dicker Rotsreuse kom. An dann die Grösvedet in Dir gesinn. Ich meng dat ass Elisabeth Flickenschild hun ich do wie ich gesinn. Ich meng dat war ein Besuch der alten Dame. Der René Delschke mat der Vater vum Strindberg, wo e vun den nächsten Optritt dazu esch, wo leider am Ufang ganz net resistent. Ich dachte, sie war ganz retizent. Sie war ganz resistent, weil hin net resistent war. Not dat sich aber opgeleest. Dat war eng Zeit, wo funktioniert tut man nie mat Schauspieler. Leipzig Schauspieler kommen net unbedingt inszenieren. Du den Theater sich viel entwickelt hat, als oft den Regisseur genauso wie die Schauspieler. An Doran hatten die Responsabel zuerst hatten eng sensibel Händchen, die der weiß, wie sie programmiert tun, dat war mé ein ganz schlau. Lebensfroh ja mam Lei den Regisseur an dann méi Pap in de Zeit doch Dekore gemet huet. Do as Lufthechigang hue hun a méger Schluftzammer hunn ëmmer die ganz Dave an die ganz héichtéin hunne chéieren. An hun de Lei als héieren duercht Mauer bis am en Zëmmer scheizen. Dei war de wie beschläge war heinst du méi. Als ich war fir Revu war auch immer opregent, mam Josi Greisen an dann méi Papa do bis mat Hand gelet. war immer eng Flotzeiger. Ich meng die ganze Zeit, wo ich do an den Theater gegangen sinn, ich kein enke ënnen. Hex an enger Schüler firstellen. So ma immer Uwen um zweite Balkon mechtens an der Lächterei, an do de misse schwindelfrei sinn. Hue den awer auch neicht verpasst, an dann kom so Paus. Deäit war Paus ganz wichtig, an dann as en Rofgang an de Bistro bei de gang Ferner niewen drun, an do den dann die Madame beginnt die wollt beginnen voilà. Nur iwwer Theater se Martinen an Gespräch kom. Sos hat so net so dat trich Gespräch fand. Wir waren deäit filmmi schei wie haut. An dann Dono kon den eventuell nach sech bis ans Brillstross irgendwo opfoen. Die ganz Theaterplatz an die Strosse runëm, dat war ein Deel vun méger Welt. Welch Bedeutung huet es Nuit de la Culture? Ja, das ist ein ganz großen Event von den Ascher Theater feiern all den Kulturhäuser mat und ich fand das etwas ganz Besonderes und das Flot, das ganz viel Leute heute wie bech fannen. Haut feiere mat den Ascher Theater, mit gesäit aus wie man noch viel méi feieren. Ja, alle Escher Kulturinstitutionen hunn sich bereet erklärt, den Geburtstag mat zu feiern, das ist der 50. Geburtstag vom Escher Theater. Und an dem Kader ass eng Nuit de la Culture des Joer die echt Käier. Dat war bei der Reouverture vom Escher Theater am Januar 2011. Da hat Jean Tonner, der Kulturchefen, den hat dus als engeriert annoncéiert. Herr Tunach, e grossen Dach fir d Museeshaus, a woch fir d'Ascher Gemeng, ne? Ja, dat kann en ëmi d'Geschicht vum Museeshaus bald trennen mat der Escher Gemeng, well mun dat Haus 2000 kauft. Dat war am Privatbesitz am mun awer fand, dats unbedingt mis zum Patrimoine vun der Stadt Esch geheieren, do stugen Lomoll ganz lang ëdel bis mat konnte neimmen. Das 2000 vun der Stadt Esch kauft, gin allo 2011 renovéiert ginn, mir wollten einfach davon profitéieren, lo de Leiit endlich mal ze weise, wat schon alles geschieet ass an den Dach bekannten Escher Moller Eugen Musse, dats den och zu eiere können, das Leiit an dem Haus können gucken, wo hier gelieft geschafft huet. De Moller huet dat Haus die 1900 gebaut, 1905 en 1677 geboren. En huet 1905 dat Haus hai opgeriet, an en nur so hai gestøwen 1941, also wie de Krich kurz ugefangen huet.
Wéi eng Erinnerungen hunn Dir nach run de Moller Salver an hun Haus wat? Selver net, well er se aéiert gestuerwen is 37 Gebur. Ech schwer firrum Mattei am Haus, well seg Mam och Mattei gelieft huet an si hunn senger Mam mech 1937 nach just gewiesen. En hat seg Schwester bei sech geholl, déi wär bestueret ginn. Sie wär am 7. Mon ass Hand, du was hire Mann gestuerwe. An déi Zäit ass et weder Pensioun a besanneg ginn an du huet heen d'Fra Mam wëbe bei sech geholl an den ass ha gezielt ginn an heen huet sech net bestueret. Sinn die Abechte vun him de Uwen deelweis inspiréiert du Leiit die hi kant huet? Dat ass méi Grospap, dei wär Bäcker an den hat formidabel Muskelen vum Deich ze kneden, Déi Zäit ass ke Knetmaschine ginn. An huet er vill geturnt an Muskulatioun gemaach wär Bäcker an deen huet Modell gestane fir dei Schmelsäbestrwen op. Inklusiv gesicht, awer nech die Bilder kucke ginn, da gesinnech méi Bob afrummer. Kultur schaffen. Haut ass Äsch einfach Kultur. De ganzen der ass schon Nuit der Kultur, die noch das relativ frei umgehängen. Wo kommt dort die Idee? Wie wir letztes nach de Januar den Theater opgemäht hunn, a wie ich még Riet prepariert hunn, hunnech gedeut meier nächst Joer as schon de 26. Mai grössen Anniversär, ob en dat net kënnt mat alle Kulturhäuser vun Äsch feiern. Also Herr Helminger, wat für Dich den Theater heute zu Äsch brot? Also ich gif mengen, dat ich oni den Äscher Theater net op de Wegang wie auch als Theaterautor wie den ich gemacht hun. An dat du gefangen als Kant schon, dass man als Kant mat der Schul kommen sinn an du noch als Schüler an als Student war ich ganz viel am Äscher Theater. Nur noch do de Zeit nach dem Wamparchoss ganz flott Programme erlieft. An dat huet mich wirklich geprägt, also ich gif so bis haut. Für 50 Joer sind Staater op Äsch an den Theater kom. Also dann haut nach immer der Wert bis op Äsch zu komme fir den Theater zu gucken. Sicher, das ein herrlichen Theater noch selber habe schon zuwäsch gespielt, schon ein purmol. Und ich weiß da als Kant, dass mir auch als der Stadt op Äsch an den Theater kommen sind. Also auf jeden Fall so ein Theater, wo du wär das find zu erhellen. Herr Wagner, freieren Direktor vom Äscher Theater zu sehen, das war bestimmt der ehere Punkt in ihrer Karriere. Ja, das war von den ganz großen Höchstpunkten von allem, weil so viel erlebt hat, aber so viel Leute kennengelernt hat, weil Freundschaften geschlossen hat mit ganz großen Künstlern. An die 7 Jahre, wo ich war, von 85 bis 92, die sind ganz stark an meiner Erinnerung geblieben. Dafür sind wir heute hier. Herr Reuter, was hat das für Äsch bedeutet, heute mit Ihrer Theatergruppe aufzutreten? Namaste hat 25 Jahre gespielt mit dem Direktor Guy Wagner und dann mit dem Direktor Philipp Neusen. Wir haben profitiert davon, für Erfahrungen zu sammeln bei einer großen Bühne. Und wir sind an 11 Ländern auf x Bühnen auf Festivals spielen gegangen. Und der Ausgangspunkt war am Fungelheuer am Äscher Theater. Welche Rolle spielt an den Äscher Theater für die Stadt Äsch? Eine Hauptrolle? Also wir sind ein bisschen verbunden heute zu Äsch mit ganz vielen kulturellen Institutionen, mit einer Kulturfabrik, mit Kino, mit einem Konservatoire, Bibliothek, Trocker, mit immens viel. Ich gehe aber so in den Theater hat eine ganz besondere Rolle zu spielen, weil es eigentlich keine kulturelle Institution, die so mit der Geschichte und am Kulturleben von Äsch verwurzelt ist. Musik hat in der langer Zeit vom Direktor Jos Wampach zwischen 1962 und 1984 eine große Rolle gespielt. Gerade so wie ein ganz Partie Ensemble, die auch hier aufgetreten sind. Choral Ursicht. An die hört Rorolo unter der Direktion von Chef Sperz. Offiziell angeweiht von großherzoglicher Hand, der Grundchef Charlotte, sie war persönlich hingekommen für das Demos größten Theaterhaus, den größten Theatersaal aus dem Land offiziell umzumachen. Als Theater hat sich viel geholfen, für topfit zu sein, wenn an 2 Jahren Studenten nach Äsch kommen, wenn die Uni hier dieren noch möchte. Und dann in den letzten Jahren schon fertig mit den Rennen mit unserem Theaterzeit für ganz viel jung
Leute zu gewannen, die lo 3 schon dem Theater sehen. Charles Müller, was sind eher Herausforderungen für die nächsten Jahre? Es sind auf jeden Fall 2, der denkt, dass man weiterhin oder dass ein Theater weiterhin Budget kriegt, die braucht, für weiter zu schaffen. Und den zweiten großen Defi, das ist eine Programmation, die die Universität mit ablangt, der Tisch 2014, 2015 von der Universität da ist, dass man dann wirklich, da gibt es schon eine andere Programmation, die dann auch bestimmt nach mehr für die jungen Leute aussprechen das. Ich meine, dass das eine sehr Verantwortung ist, als Gemeinde responsable für die Kultur ganz hoch zu halten, weil Kultur baut Brücken zwischen Generationen, zwischen Nationalitäten, genau wie der Sport auch. Und dass dafür auch ein Stück sozialen Zusammenhalt und dafür mit all den Leuten, die hier als Benevole schaffen, also in sich schuldig, Kultur zu unterstützen, und das will ich auch als Gemeindeverantwortliche unterstreichen.